Sie kommen aus der ganzen Schweiz. Sie sind modern und gleich auch traditionell. Sie sind so vielseitig wie ihre Dialekte und haben eine gemeinsame Leidenschaft. Die 7 Frauen stellen sich am Wettbewerb um die beste Regionalküche. Ich heiße Theresia Holenstein, komme von Brüllisau im Kanton Appenzell-Innerrhoden. Ich bin Beatrice Meier von Luesdorf im Kanton Thurgau. Ich bin Sonja Schild von Isselgewalt im Berner Oberland. Mein Name ist Rita Kaufmann und ich bin aus dem luzernischen Kummerau. Ich bin Christa Kreienbühl, wohne in Zoberhüningen im Emmental. Ich bin Christa Straub aus Attenwil, das liegt im Kanton Aargau. Und ich bin Ina Pedrun und komme von Lawin im Engadin. Das ist die 10. Staffel von SRF bei den Leuten Landfrauenküche. Attelwil, eine kleine Gemeinde im Kanton Aargau an der Grenze zum Kanton Luzern. Da wohnt Christa Straub mit ihrem Mann Michel oder Michu, wie sie ihm sagt, und ihren 3 Kindern. Zu den Mitbewohnern gehören aber auch viele verschiedene Tiere. Nein, ich lenke mich nicht. Heute erwartet Christa die Landfrauen zu Besuch. Da muss alles perfekt sein. Auch die Dahlien vor dem Haus. Das Töchterli Mila hilft mit. Mila? Die Landfrauen sind schon auf dem Weg. Sie wissen noch nicht, was sie bei der Christa erwartet. Verraten wird im Voraus nämlich nichts. Auch nicht, was es zum Apero gibt. Nämlich eine Auswahl von verschiedenen Fleischsorten, die Straubs auf ihrem Hof produzieren. Würste vom Lamm und vom Wollensäuli, Bündnerfleisch vom Rind. Die Landfrauen sind heute zum 6. Mal miteinander unterwegs. Sie kennen sich schon gut. Christa ist Powerfrau. Sie hat einen Haufen daheim, sie hat einen Haufen Tiere, sie hat Kinder, sie hat einen Mann. Also sie muss schon eine zackige sein. Ja. Sie ist halt eine temperamentvolle und hat genau ihre Vorstellungen. Und wenn es vielleicht etwas nicht so wird sein oder so, könnte sie dann schon ein bisschen nervös werden und ins Dribbeln kommen. Also Christa ist sehr perfekte und ich habe das Gefühl, dass sie das immer ziemlich auf die Spitze treibt und kann sein, dass sie zum Teil dann sehr hoch fährt und man sie wieder runterholen muss. Das wäre ja die reinste Katastrophe. Man darf gespannt sein, ob die Einschätzungen der Landfrauen stimmen. Meinst du nicht? Erika ist eine enge Freundin von der Christa und hilft mit. Die beiden haben auch im Service zusammen gearbeitet und sind ein eingespieltes Team. Die Landfrauen wissen, dass Christa beim Fleisch von ihrem Hof eine grosse Auswahl hat. Trotzdem tippen die meisten auf das Gleiche. Ja, ich denke auch neben das Wollensäulis. Ente wäre schon auch gut. Ich habe es schon mal gehabt. Ente? Ja. Ja, im chinesischen Restaurant. Ah ja. Ich bin auch der Meinung, dass sie sicher fleischig wird sein. Sie hat eine ganze Haufen Auswahl von all den verschiedenen Tieren, die sie hat. Darum, aber ich tippe jetzt auch so ein bisschen aufs Wollensäuli wahrscheinlich. Würde ich eigentlich schon gerne mal probieren. Wobei, eben, sie hat auch noch andere Tiere. Ich tippe jetzt auf Wollensau. In der Küche ist noch kein Fleisch in Sicht. Zur Vorspeise gibt es eine Kürbissuppe. So viel ist schon mal klar. Die Zutaten werden angedünstet und mit saurem Most abgelöscht. Willst du auch winken? Winken?
Hoi Sonja. So, liebe Landfrauen, recht herzlich willkommen im schönen Attenwil. Ich stelle euch gerne unsere Familie vorstellen. Da haben wir hier im blauen Hemdli mein Mann, der Michael. Der Älteste ist der Lee, der Jüngste der Phil und die Mila. Dann haben wir ganz hinten den Vilo, das ist der Grossvater von Michael. Er hilft jeden Tag noch mit auf dem Hof. Und dann haben wir Peter und die Hanna. Die Hanna ist die Tante von Michel und auch sie zwei sind eigentlich fast immer hier. Ja, Rüebli habe ich gerne, oder? Brot auch. Gesundheit. Aarau, früh am Morgen. Es ist Merittag. Christa hat einen Stand, wo sie Fleisch und ein paar weitere Produkte von ihrem Hof verkauft. Eier, Honig und Baumnüsse, wie es hat. Vorbereitet wird das Fleisch von einer Metzgerei. Das Portionieren, Vakuumieren, Wägen und Etikettieren macht Christa aber selber. Die Fleischsorten wechseln von Woche zu Woche ab. Heute sind die Edelstücke vom Charolais-Rind im Angebot. Unterdessen hat es getagt. Die Leute sind unterwegs und gehen auf den Markt. Weil die Sonne scheint, kommen heute besonders viele. Christa hat ihre Stammkunden. Die kommen immer, je nach Angebot. Wir bringen immer nur eine Art Fleisch mit. Und die Leute haben das eigentlich auch schätzen und schauen, was es nächste Woche gibt. Und die so planen eigentlich, ja. Das ist noch ganz schön. Und dann merkt man, jetzt habe ich ein bisschen mehr Rindleute heute. Und die kommen nur bei Rindfleisch und die kommen nur bei Lamm. Und das ist echt noch ganz lustig, ja. Also unsere Kunden am Markt sind vorwiegend Stammkunden. Kunden, die wirklich jedes Mal kommen. Die meisten sind nicht Leute, die jeden Tag Fleisch essen. Aber wenn sie essen, kaufen sie gutes Fleisch, ja. Es ist nur 170. Ja, nein, das sehr gerne. Und die Leute ganz lang machen. Der kommt es gut. Aber ja, der Verkauf von Fleisch ist unser Haupterwerb. Wir geben das Korn ja eigentlich nicht mehr ab, sondern verwerten als Futter. Danke vielmals. Merci vielmals. Danke gleichfalls. Der Michel, der Mann von der Christa, arbeitet Teilzeit als Metallbaumonteur. Heute montiert das Schöftland einen neuen Handlauf, zusammen mit seinem Chef. Ich bin verantwortlich für die verschiedenen Montagen. Und macht mir eigentlich auch Spass. Es ist noch eine Abwechslung. Ich bin gleich nicht immer daheim, bin gleich nicht immer bei den Kriegen. Man ist wieder mal ein bisschen weg, sieht auch wieder ein bisschen andere Leute. Man kommt ein bisschen um und trifft verschiedene Leute und sieht verschiedene Sachen, die man daheim vielleicht auch machen kann. Nicht immer ganz einfach von der Organisation her. Da muss der Krieger manchmal auch ein bisschen leiden. Es gibt manchmal, dass ich halt erst um 2 Uhr zum Mittagessen. Je nachdem muss man ein bisschen flexibel sein. Aber mir liegt das eigentlich noch. Und mir gefällt es auch wirklich. Sonst mache ich es nicht mehr. Zurück auf dem Hof Zattelwil. Zum Mittag gibt es heute Saftplätzchen mit Gemüse aus dem Schmortopf, Herdöpfelstock und Salat. Für Christa keine Sache. Ich habe sicher viel im Gastgewerbe in die Küche hineingesehen am Pass. Und durch das Schauen lernt man auch, ja.
Klar dürfen die Kinder auch mithelfen, auch wenn es nicht ganz so tiefig geht. Die Plätzchen werden in einer Bouillon geschmort. Später kommt dann noch Gemüse dazu. Hanna, die Tante von Michelle und ihr Mann Peter kommen zum Mittag. Christa braucht nach dem Essen ihre Hilfe. Kannst du abstellen, Mila? Hammer? Nein, ist gut. Tipptopp. Gut zusammen. Wie ist das? Herdöpfelstock. Ascha. Essen, ja, essen tust ja. Ich möchte jetzt gerne eigentlich hier unser Wohnzimmer, Kinderzimmer, Spielzimmer verändern in Essraum und den Raum dann langsam aber sicher die Woche machen für die Landfrauen. Ja, das Ziel ist, dass es schön wird hier. Die Sachen aus der Stube kommen in den Oberstock. In Zukunft sollen die Kinder in ihrem eigenen Zimmer spielen. Die Stube wird für die Landfrauen in ein Esszimmer verwandelt. Alles hat einen neuen Platz, ausser dem Canapé. Bei dem gehen die Meinungen auseinander. Christa will es gerne loswerden. Es ist schon alt und hat ein Loch. Ja, das war schon hier innen, als ich hierher kam. Ja. Das war schon immer ein Streitpunkt. Ja, er will es behalten und ich will es nicht behalten. Fertig. Dass es wegkommt, ist unbestritten. Nur der Zeitpunkt ist noch offen. Vorderhand kommt es auch in den Oberstock. Ein strenger Zügeltag geht zu Ende. Diese Nacht schlafen sicher alle gut. Der neue Tag fängt früh an. Christa hilft mit bei der Betreuung der Tiere, die jeden Tag gemistet und gefuttert werden müssen. Der Vilo, der Grossvater, packt mit an. Er schaut auch zu den Tieren, wenn Michelle und Christa einmal nicht können. Die Wollsäule bekommen Futterwürfel und frisches Gras. Für das man keine jungen Bibeli töten muss, haben Straubs sogenannte Zweinutzungshühner. Wir haben Zweinutzungshühner. Wir selber ausbrüten von unseren eigenen Eiern und ziehen die auf. Und zwischen 12 und 14 Wochen werden es gemetzelt Gückeli und das sind die Poulet. Und die Hühner behalten wir und die legen die Eier. Und wenn sie ausgelegt haben, werden sie dann gemetzelt und wir verkaufen die dann als Suppenhühner. Küngo haben wir natürlich auch. Nicht so viel, einfach so ein paar aus Freude raus. Das Ziel ist, dass die Kinder zu denen schauen würden. Dass sie ein bisschen Verantwortung übernehmen können. Das ist so ein bisschen, ich nehme an, das wird das erste Tier sein, das sie dazu schauen können. Der 5-jährige Lee ist schon recht selbstständig. Seine Mami geht ihn zwar wecken, aber das Morgenessen kann er auch allein.
Er geht schon das 2. Jahr im Kindergarten. Sagst du auch Tschüss? Nach dem Rausräumen von der Stube fängt Christa und Michelle mit dem Einrichten an. Sie harmonieren gut. Ich schätze besonders an der Christa, dass sie wirklich sehr spontan ist, dass sie nicht nachdrängend ist, dass sie sehr gut kann mit den Kindern, mit anderen Leuten, auch mit mir. Und das schätze ich eigentlich am meisten. Ich schätze Michel eigentlich seine offene, spontane, schnelle, zackige Art. Er ist eigentlich auch für alles zu haben oder für das meiste. Manchmal muss man ein bisschen bearbeiten. Also meistens, wenn ich eine Idee bringe, kommt es aber schon gut und macht mit. Gastgeberin sein liegt der Christa im Blut. Sie hat Ausbildungen im Gastgewerbe gemacht und in verschiedenen Betrieben gearbeitet. Darum kennt sie sich aus mit dem Präsentieren und Dekorieren. Ausbildungen habe ich verschiedene im Gastgewerbe und ich habe immer im Gastgewerbe gearbeitet. Ich habe zuerst Ausbildungen gemacht und dann bin ich ins Ausland, noch reisen, Weiterbildungen und dann habe ich viele Saisonstellen gemacht, also immer so 3 Monate gearbeitet und dann bin ich 3 Monate reisen, dann wieder 3 Monate arbeiten. Ja, ein bisschen das Leben genossen so. Und ja, so bin ich dann in die Aargau gekommen eigentlich. Welche Bedeutung diese Schlüssel haben, erfahren die Landfrauen, wenn Christa ihr Menü präsentiert. Innerschweiz, Kanton Obwalden. Hoch über dem Sarnersee liegen die Wiesen und die Weiden von St. Niklausen. Straups sind unterwegs zu ihren Schafen auf der Vorderalp. Mit dabei ist der Werni Kaiser, der zu den Schafen schaut. Vor ein paar Wochen sind die Schafe von der Sommeralp zu Melchsee Frut hierher gebracht worden, wo sie einen riesigen Auslauf haben. Wir haben die Spiegelschafe. Die verbringen den Sommer auf der Alp. Die sind relativ nahe, die kann ich auch helfen auf der Alp. Und jedes Mal, wenn wir zügeln, nehmen wir die Schafe, die wir für die Metzg brauchen in der nächsten Periode, bis wir wieder am Zügeln sind, nehmen wir die Lamm heim und gehen nachher in die Metzg. So können wir garantieren, dass wir immer Lammfleisch haben und gleich können sie auf der Alp sein. Vor allem bei den Schafen tun wir gut für die Schafe, für die Klauen und von der Temperatur her ist der Schaf, wenn sie in der Höhe sind, einfach viel wöhler. Fest, jetzt haben wir schon fast alle. Ist gut. Achtung! Du musst hier ein bisschen weg, weißt du, wenn es fortspielt. Als sie die Schafe von der Sommeralp auf die Vorderalp getrieben, hat Michel einen schönen Picknickplatz entdeckt an der Melcha. Ein idealer Ort zum Grillieren mit den Kindern. Also, meine Hauptaufgabe ist klar die Kinder. Wir haben 3 kleine Kinder und für die bin ich da. Und das ist wirklich so das Wichtigste im Moment und das Intensivste. 1, 2, 3. Wir haben 3 Kinder und das bedeutet mir eigentlich sehr viel. Es ist schön, wie sie aufwachsen und wir wollen auch etwas mit ihnen machen. Und das war eigentlich auch immer mein Wunsch, Kinder zu haben. Musst du helfen? Wir müssen schnell ein bisschen teilen. Brot. Hast du mehr, Silly?
Es wird Abend, bis die Familie wieder daheim ist. Das Arbeiten ist aber noch nicht vorbei. Auch wenn er nicht auf dem Bauernhof ist aufgewachsen, hat Michel von Anfang an gewusst, dass er Bauer werden will. Nach der Ausbildung zum Landwirt hat er die Meisterprüfung gemacht. Den Hof hat er von seinen Grosseltern gepachtet. In seinem Betrieb ist ihm die richtige Tierhaltung wichtig. Da besucht er gerade seine trächtigen Wollensöhne. Wir schauen sehr aufs Tierwohl. Das ist eigentlich unser Hauptziel, ist, dass wir Tiere aufziehen, die sich möglichst frei bewegen können und möglichst sich selbst sein können, aber gleich an Menschen gewöhnt sind. Wir probieren auch Rassen zu haben, die relativ robust sind, die aus Grundfutter ein hochwertiges Produkt entsteht, beim Boulet oder Rindfleisch oder Schweinix. Wir haben angefangen mit Charolais-Rind und Wollensöi. Später sind Spiegelschafe, Walliser Geissen und Presshühner dazugekommen. Und wir haben jetzt neu Pomerenten und Diepolzergänse und noch ein paar Küngel dazu. Endlich Feierabend. Es ist Freitag. Das Landfrauenessen rückt näher. Höchste Eisenbahn, für das Esszimmer fertig einzurichten. Ich kann später ja nicht hineinziehen. Gut, halt! Du musst schon haben, wenn ich ziehen muss. Wenn dann gedeckt ist, sieht es schön aus, ein langer Tisch und dann mit der Deko. Man hat Platz. Das ist halt schön für die Landfrauen, wenn sie Platz haben. Viel Platz für die Landfrauen. Platz braucht aber auch der serviert. Und der will den Tisch kleiner machen. Weißt, es geht sicher, wenn man einen Laden rausnimmt. Ich sage nicht, dass es nicht geht, aber dann hört es einfach hier. Ja, was willst du da hinstellen? Deko. Du musst den kleinen Finger hier noch auf, dass du den haben kannst. Ja. Der geht jetzt nicht, der ist leer. So. Ja. Aber hat meine Arme. Also mir ist es gross genug. Mir denkt, das ist jetzt so wie bei jeder anderen Landfrau. Aber wenn du jetzt so hockst, würde ich sagen, es ist genug. Sonst musst du einen Haufen Blumen kaufen für hinzustellen. Ja, ist gut. Hat die jetzt gesehen? Ja. Das erste Mal begegnen sie sich Christa und Michel ganz in der Nähe von hier, in der Badi von Waldi, wo die Christa mit einer Freundin das Kioskrestaurant geführt hat. So. Ich denke, wir stossen auf unsere Badi-Zeiten. Merci. Fröstchen. Ja, ich habe in Davos oben eine Saison gemacht. Und dort oben habe ich Einheimische von Waldi kennengelernt. Und sie hat mich eigentlich gefragt, ob ich mit ihr die Badi für eine Saison. Und in einem schwachen Moment habe ich gesagt, ja. Und so bin ich eigentlich in Kanton Aargau ins Rudertal gekommen.
Ich war eigentlich noch froh, dass sie hier in die Bade kam. So habe ich sie auch kennengelernt. Angefangen funken hat es bei mir, wo sie gegangen ist, habe ich gemerkt, dass es etwas fehlt. Und da, wo sie wieder zurückgekommen ist, habe ich dann gewusst, dass ich jetzt auch handeln muss. Hat er denn auch gehandelt? Ja, ich glaube, ich habe schon einen Moment gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass er da am Schaden war. Aber ja, irgendwann haben sie das schon gedacht, ja. Gehandelt wird jetzt auch in der Küche. Für das Dessert macht Christa eine Kuvertüre parat. Die muss aufs Grad genau erhitzt werden. Der Marmorstein, wo die Kuvertüre draufgespritzt wird, kommt direkt aus der Gefriere und ist eiskalt. Das Schokigitter kühlt schnell ab und muss gerölt werden, solange es noch weich ist. Es ist eine heikle Sache. Als nächstes sind Tagliatelle an der Reihe. Alles selber gemacht. Das ist das Motto der Christa. Und es muss perfekt sein. Für was doch als Kleiderbügeln gäbig sein? Erika, die Freundin von Christa, reist schon am Freitag an. Schliesslich gibt es noch einen Haufen zu besprechen. Hallo! Hallo! Bist du gut gefahren? Ja, wir sind vielmals. Schön. Ich bin auf der Wieder. Gut, Dauer her. Es ist mega heiß, ja, Mila? Der Samstag rückt näher. Heute soll aber alles noch mal ganz normal zu und her gehen. Gute Nacht. Und dann ist er da, der Samstag. Das Apero haben sie schon hinter sich. Jetzt kümmern sich Christa und Erika wieder um die Suppe, während der Michel der Landfrau den Hof zeigt. Das schmeckt schon ein bisschen so. Hast du den Schwingbesen in Ding da? Nein. Ich bräuchte ihn, ja. Die pürierte Kürbissuppe wird noch mal aufgekocht. Zeit zum Abschmecken. Ist mir ein Löffel Wasser oder... Ah, den Rest gehe ich noch rein, he? Ja, gell? Darf so sein. Sagen ja, es sei sauer. Das letzte Mal haben sie gesagt, es sei zu wenig sauer für eine Sauerei. Aber zu viel Sauer würde ich nicht. Das ist ein bisschen, das tust du jetzt drin. Aber ich würde wieder Salz mehr. Erika würde mehr salzen.
ein Reizthema für Christa. Für sie wäre es genug so. So. Ja. Ich würde nicht zu viel. Ja, ich darf nicht zu viel. Ich weiss. Vorbereitet. Jetzt bist du nervös, gell? Ja, ich weiss. Es geht Jetzt los, Menü. gell? Oh, nein. Ja, ist gut. Ist alles genau ich weiss. breit, Moschee. Dann tun wir 3 Speckchen drauf. Nein, kannst nicht zählen. Christa ist nervös. Sie will, dass alles perfekt ist. Nein, jetzt brauche ich glaube wirklich einen Schnaps. Das ist gut, das ist wie bei der Abschlussprüfung. Das schaffst du. Baldrian Wasser sollte ich haben. Beim Menü ist fast alles auf die Minute geplant. Am schwersten fällt zu warten. Endlich haben die Landfrauen Platz genommen. Christa kann das Menü vorstellen. So gut? Ja, gut. Also, los. Ja. Liebe Landfrauen, von euch habt ihr den Schlüssel zu einem hoffentlich gemütlichen, schönen Abend. In Rouen ist das Menü, das dürft ihr sehr gerne auftun und anschauen. Zur Vorspeise gibt es eine saure Kürbiscremesuppe mit Äpfel und Salbei. Dazu gibt es Crostini mit dem Bauchspeck von unserem Wollensäuli. Zum Hauptgang haben wir eine Entenbrust von unseren Pommerenten aus eigener Zucht, hausgemachte Tagliatelle und 2 Randen. Zum Dessert gibt es ein Baumnuss-Vanille-Parfait und ein Himbeergulli und ein Schokogitterli. Ich wünsche euch einen guten und habt's gut. Mir hat es super gefallen, als ich kam. Habe ich allen Orten so kleine Details gesehen, wo ich dachte, richtig schön. Ich habe es einfach nicht erwartet. Aber die Farbe halt, das habe ich sehr gerne. Violette Bonbontalien und Hortensien habe ich gerne. Das war so ein bisschen viel. Viele Blumen, die ich auch hatte. Wirklich, mein Geschmack hat sie getroffen. Aha, also gut. Da ist es jetzt, das Wollensäuli. Nicht zur Hauptspeise, wie die meisten vermutet haben, sondern zur Vorspeise. Würde ich euch gerne den Wein vorstellen für die Vorspeise. Sie hat sich für einen Aargauer Qualitätswein entschieden. Es ist ein Müller-Thurgau vom Besserstein. Er überzeugt durch die leichte Säure und einen fruchtigen Abgang. Ja. Zum Wohl. Stopp! Christa hat ein bisschen von der Kürbissuppe aufgeschäumt. Der Schaum kommt oben drauf und verhindert, dass der Salbei und die Töpfelstückchen abtauchen. Gut. Vielmals. Schon? Danke. Also, dann wünsche ich recht einen guten. Merci. Ja. Gut, ja. Die Kürbissuppe, die es zur Vorspeise gegeben hat, war sehr schön präsentiert. Sehr schön. Ja. Wahrscheinlich schon. Die Suppe war eher ein bisschen auf der faderen Seite. Ein bisschen mehr Geschmack hätte ich mir gewünscht. Sehr eng. Das ist ein grosses Geschirr. Speck vom Wollensäu hatte ich noch nie. Aber ich habe gemerkt, das Brot ist eher fad, aber mit dem Speck drauf ist es sehr fein. Es hat super harmoniert. Jeder Gang wird von den Landfrauen detailliert bewertet. Nein, wir dürfen die Suppe abkalten. Die Suppe war extrem heiß. Da ist der Gatter in den Kopf gestiegen. Nebst dem Wein. Die
Der Riesling Silvaner hat sehr gut gepasst. Er war zuerst ein bisschen sauer, aber einen ziemlich süßen Abgang. Er war noch ganz speziell. Aber zu der Suppe war es gut. Darf ich die Zettel noch einsammeln? 10 dran. Die Michelle sammelt die Bewertungen zwar ein, aber anschauen darf sie nicht. Nein, aber wenn ich warten muss, das ist eine Katastrophe. Das ist viel mal. Wenn ich nichts machen kann, das habe ich gar nicht gern. Jetzt sind die beiden am Hauptgang. Sie arbeiten nach einem exakten Zeitplan, dass ja alles gleichzeitig parat zum Anrichten ist. Ich habe das Gefühl, ich nehme sie raus. Das ist Ende. Aber wie viel hast du jetzt? Nur 2,18, aber ich habe auf dieser Seite viel länger. Nein, das ist nichts. Nein, ich muss noch schon kurz aufstellen. Zack, zack. Hey, nein. Das muss doch ein bisschen Kruste haben. In einer Löwe. Minuten. Ja, 10 lang. Sagen Sie jetzt. Das ist noch 15 Sekunden. Ich habe das noch eingerechnet. Hey, du, 3 Minuten. Das ist unten, habe ich keine Kruste. Oh, aber ich muss es jetzt einfach nehmen. Nur so. Brauchst du nicht. Leg sie oben. Ja, Scheiße. Was ist? Mensch, ist gut. Ja. Wenn wir eine anschneiden. Eine ist über das Fernsehen. Achtung. Mit. Perfekt. Also. Jetzt muss er laufen. Jetzt muss ich nicht schnell. Kann ich gehen? Ja. Er ist schon da. Achtung. Sorry. Gut. Sauber Tüchli, sauberes Tüchli. Aha, ja. Ah, verschwindet es. Danke vielmals. Dann wünsche ich einen guten. Danke. Anke hat sie gerade da. Das ist gut. Der Höhepunkt von heute Abend sind Nudeln, Tagliatelle für mich. Weil ich würde es nie so herbringen. Nie. Also die sind wirklich dünn, fein. Also ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat. Die Ente selber war eher sehr dezent gewürzt und darum ist die Honigsauce hat mir gut gepasst dazu. Es war sicher genug süß jetzt so für einen Halbgang. Der Rande war super. Ich habe gar nicht gewusst, dass es gelbe Rande gibt. Du mit dem hast, weil der ist kaputt. Fürs Dessert hat Christa Himbeere mit einem Schuss Balsamico eingekocht. Zum Schluss muss die Masse noch durchs Passiersäbli. Nachher gegen wieder. Für das Baumnuss-Vanille-Parfait wird in der einen Schüssel Eiweiß steif geschlagen, in der anderen Eigelb mit Zucker, Vanille und Niedeln vermischt. Am Schluss wird alles miteinander verrührt.
Dazu kommen karamellisierte Baumnussstückchen. Und du weißt, wie ich deine einfüllen und anlassen. Ich mache meine, he? Das ist schon ewig nicht mehr, aber ja. Jetzt kommt die ganze Masse in die Glasemaschine. Einfach keine Himbeere entdeckt, sonst habe ich auch gesehen. Das heisse Himbeergulli wird in Gläschen abgefüllt. Das Parfait muss noch leicht flüssig sein, dass man es schön formen kann. Und zum Schluss die Schokigitter aus der Gefrierung. Eine heikle Sache. Achtung! Ja, das Dessert mit dem Schokigitter hat mich beeindruckt, dass sie das so hergebracht hat. Nein, sicher. Und? Ist gut. Hast du gut? Machst du gut. Hast du ein bisschen auf Gesichtsausdrücke geschaut? Ich musste Wein schenken, aber das Gitter stehen, die Klasse ist gut, es ist nicht verlaufen. Okay, super. Oh, die Riese, verstehst du mich? Weißt du, warum ist es nicht gut? Nein. Warum? Das geht. Schoki ist so schmutzig in mir auch. Mein Schokigitter ist leider, bevor ich es gegessen habe, in sich versunken. Es ist einfach geschmolzen. Da drin ist das. Ja, da rein. Warum habe ich einen Fleck gemacht? Kannst du trinken? Ja. Willst du nicht das? Es ist ein bisschen lustig geworden, wo wir dann herausgefunden haben, dass der Löffel nicht wirklich in das Gläschen reinpasst. Aber es war wirklich sehr fein. Bist du zufrieden? Wie ist es gelaufen? Ja. Ja. Nicht ganz überzogen. Willst du noch mal anfangen? Nein. Ich habe das Gefühl, sie war ziemlich nervös. Auch jetzt sitzt sie ein bisschen runtergekämpft dort. Und sie hat wirklich das Gefühl, sie will das Beste machen. Und das war für sie sehr streng, habe ich das Gefühl. Freust du dich auf dich? Ja, Nina Padrun aus dem Unterengadin ist nächste Woche als letzte an der Reihe. Die Siegerin wird erst in der Finalsendung vom 5. November bekannt geben.